Die biblische Quarantäne. Manchmal erlaubt unser lieber Gott mit Sachen oder Dinge, die passt nicht mit unseren Wünschen. Natürlich kommt das Wort warum. Warum jetzt? Warum ich? Zum Beispiel, Gott erlaubt für Abraham, dass er eine Reise ohne Ziel führen. Steht in Hebräer Kapitel 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Und ehrlich gesagt, manchmal für uns als Gotteskinder kommt die Zweiflung, ob das Gottes Stimme. Gott schickte mir zu einem Ort, wo ich nicht weiß, wo, mit vielen wunderbaren Verheißungen. Aber er weiß, ohne zu wissen. Aber auch noch ein Beispiel mit Josef. Josef, schuldlos im Gefängnis, eine Quarantäne, 2 Jahre. Das steht hier in Gottes Wort, biblische Quarantäne, 2 Jahre. Und Josef Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. Und er war dort im Gefängnis. In Kapitel 41, Vers 1 von 1. Buch Mose steht, und es geschah nach Verlauf von 2 vollen Jahren. Dann, der König hat einen Traum und die Geschichte ist gelaufen. 2 Jahre Quarantäne für Gottes Mann, der hat die Sünde abgelehnt. Er wollte nicht etwas Böses tun gegen Gottes Willen. Und deswegen musste er in solcher Quarantäne. Wenn die Reste von der Geschichte nicht in dem Heiligen Schrift steht, da hatte ich persönlich einen riesengroßen Zweifel. Aber wir sollen immer nicht an unser lieber Gott von einer Seite gucken. Wir sollen gucken, wie die ganze Reise gelaufen ist. Wenn Josef nicht im Gefängnis in dieser Quarantäne, 2 Jahre, da hatte seine Familie keine Hoffnung zu leben. Der hatte das ganze Land Ägypten großer Hunger und da wäre eine riesengroße Katastrophe. Wir verstehen nicht, was der Herr das getan, aber wir sollen uns vertrauen. Er macht keine Fehler. Noch Beispiel kam zu meinen Gedanken über Daniel, den in die Löwengrube geworfen. Ein Mann, der hat 3-mal täglich gebetet. Er wollte nicht sich beugen für der Welt oder für einen König. Daniel, der hat wirklich wie Gottes Herzen gelebt, musste er so bestraft. In Daniel 6,17, dann befahl der König, und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube. Der König hob an und sprach zu Daniel. Als ich diese Bibelverse gelesen habe, ich wusste nicht, ob der König war traurig, weil er hatte Daniel geliebt, oder der König, das war eine Frage, oder das ein Wunsch von dem König. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und das Wort ohne Unterlass dient, das ist eine sehr schöne Zeugnis von dem König. Aber trotzdem musste er in diese Löwengrube.
Was ist mit Paulus? 2 Jahre Quarantäne für einen Mensch, der hat wirklich, Paulus hat fast 1/3 der Neuen Testamente geschrieben. Der hat viele Leute zum Glauben gewonnen. Musste er 2 Jahre in einer Quarantäne zu Hause. Paulus aber blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm auf alle, die zu ihm kamen. Aber er durfte nicht raus. Er war bewacht, das Quarantäne darf er nicht raus, bis er zum Tod gebracht. Und heute erlaubt Gott mit dieser Corona-Krise. Die war nicht in unserem Plan. Da hatte keiner gedacht. Und ich sehe, wie Gottes Macht durch diese Krise arbeitet und bewegt die Herzen. Gestern durfte ich hier einen Besuch für einen Mann, der hatte ein Schokoladegeschäft hier in Dübendorf. Da war meine Frau dabei, ein Libanese, und wir hatten 1 Stunde Gespräch. 1 Stunde Gespräch. Gott sei Dank kein einziger Kunde reingekommen, aber natürlich, das war eine sehr schöne, gesegnete Zeit. Dieses Geschäft ist mit Klimaanlage, da konnte man sehr schön predigen. Der Mann hat viele Fragen, aber am Ende, er und ich, sind zu einem Ergebnis gekommen. Gottes Macht hat das Leben, Gottes Wort hat diese Macht. Wir sollen, auch wenn er noch nicht Christ ist, wir sollen das respektieren und akzeptieren. Wir haben hier eine sehr schöne Traktate von der Mission. Ich habe eine gegeben über das Schiff des Rettung. Wie kann man sich retten? Man muss in dieses Schiff reinkommen. Mein Beispiel heute über Noah. Diese biblische Quarantäne will ich über die Arche Noah, die fast ein Jahr und 10 Tage war. Wir wissen die Geschichte Noah. Als Kinder haben wir das immer genossen. Da hatte manchmal in der Bibelstunde für die Kinderstunde die Brüder oder Schwester das auf einer Flanelltafel, die Arche und die Tiere, einer nach dem anderen. Aber wenn Gott erlaubt das, wäre ich das akzeptiere, gehorche ich, was Gott sagt. Und es geschah im 600 Jahr, am 1. Tag des 1. Monats. Da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. 1. Mose 8,13. Gott sagte zu Noah, geh mit deiner Frau, deinen Kindern, Sam, Ham und Japheth, jeder mit seiner Frau, und nimm von den Tieren immer 2 von den reinen Tieren, und nimm Vögel, und sammle, wie wir gehört haben, sammle alles, was es zum Essen. Geh mal rein. Und steht in Vers 22, und Noah hat gemacht genau so, alles, was Gott ihm gesagt hat. Eine Quarantäne für Gottes Mann, der wollte Gottes Wille in sein Leben tun. Nur Herausforderungen im Gehorsam. Es waren manche Worte, manche Sachen. Da Noah durfte zum Beispiel für Gott sagen, ich will das, ich mache das gerne, ich habe dich lieb, aber. Und nach aber kommt eine Entschuldigung nach dem anderen.
Zum Beispiel sein Alter. Wissen Sie das noch? War 600 Jahre alt. 600 Jahre alt. Er konnte sagen, lieber Herr, in diesem Alter, weißt du, das schaffe ich nicht, eine Arche zu bauen. Und in dieser Zeit ist es hart. Aber er hat es getan. Er hat es gemacht, weil er hatte Vertrauen. Vertrauen. Ich will heute ein bisschen über Vertrauen und die Glaube. Das sind zwei Seiten für eine Münze. Für eine Münze. Glaube und Vertrauen. Warum glaube ich? Weil ich vertraue den Herrn Jesus Christus. Warum vertraust du dem Herrn? Weil ich glaube an ihn. Einer von den beiden, wenn einer fehlt, da fehlt die Freude, die Fröhlichkeit, die Freiheit, da fehlt alles. Vertrauen im Christentum, liebe Geschwister, ist unser Kapital. Mit Vertrauen und Glaube ist nur mit seiner Familie und die Tiere und die Vögel in dieser Kasten reingegangen. Sein Alter, 600 Jahre alt. Die unglaubliche Nachricht, das war auch ein genug Grund, um sich zu entschuldigen. Denn es sind nur noch 7 Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde, 40 Tage und 40 nicht lang. Und ich will alles bestehend, das ich gemacht habe, von Erdboden vertilgen. Wissen Sie, liebe Geschwister, in dieser Zeit wusste man nicht, was heißt Regen. Da war kein Regen vorher. Und wenn Gott sagt, da kommt Regen, 40 Tage, was heißt Regen? Ist das wirklich möglich, kann passieren? Und es steht in 1. Buch Mose auch, dass das Wasser kommt vom Boden. Regen von oben und das Wasser, Quellen werden von oben geöffnet. Das ist gegen unser Verstand. Aber wenn Gott sagt, er wird das tun, er werde das tun, nur hat nicht seine Philosophie gebraucht, warum und wissen und wann und kann das sein, sollen wir warten, ich warte noch, dass Gott nochmal das sagen, hat er das nicht getan, trotz dieser Herausforderung. Noch ein Grund, das unglaubliche Reiseziel. Du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und wo? Wo? Wie lang? Gibt es Stationen? Wann kommen wir zurück? Wo landen wir? Keine Antwort. Es ist hart. Es ist hart. In meinem Leben habe ich auch solche Situationen. Der Herr nimmt uns von einem Ort zu anderen Ort und hier und hin. Und immer das war richtig. Immer war das richtig. Als junger Mann bin ich geboren an dem Suezkanal. Dort passiert ein Krieg 1967. Gott hat uns zu einer Stadt im Südägypten. Und von dieser Stadt Minya war ich dort bis nach die Uni. Und der Herr hat mich von Minya nach Aswan. Und dort habe ich meine liebe Frau kennengelernt. Wir haben geheiratet, wir haben dort gelebt. Aber der Herr durch eine Situation nimmt uns nach Deutschland. Und vielleicht weiß jemand von euch, dass wir auch bald kommen hier in die Schweiz. Was ist die nächste Station? Ich hoffe, dass es nach oben nicht nochmal umziehen und so. Aber es ist immer richtig. Wir wissen nicht. Ich wusste nicht vor 10 Jahren oder 20 Jahren, das passiert. Noah hatte großes Vertrauen. Der Name Noah bedeutet Ruhe. Die Bedeutung von dem Namen Noah heißt Ruhe.
Er lebte in Ruhe, weil er hatte der Herr nachgefolgt. Er hatte Gehorsam. Er vertraut an seinen Herr. So er hat gemacht, was der Herr wollte. Nur erhalte Segnungen in Gehorsam. Hatte dieser Gehorsam Segnungen? Ja. Nummer 1, Rettung für ihn und seine Familie. Er hatte seine Familie gerettet. Er und seine Familie gerettet. Gehorsam für einen Ehemann, für einen Vater, kann ein Segen sein für die ganze Familie. Ein Vorbild in die Familie, ein guter Beispiel, ein Gottesmann in die Familie, das kann retten die ganze Familie von so vielen Schwierigkeiten und Problemen. Gehe aus die Arche. Was ist passiert? Alles in Ordnung, jetzt darfst du raus. Gehe aus die Arche. Ein guter Chirurg vorbereitet am Tisch mit seinem Team alles, was ist nötig, dass die Wunde wird nochmal geschlossen und verbunden, bevor er das Messer benutzt. Der Herr hat vorbereitet für Noah alles nach dieser Flut, alles, was zum Leben, er hat für ihn alles vorbereitet, bevor er angefangen mit dem Wasser. Ein Meister, der kann die ganze Geschichte von A bis O. Das Nuh wusste, er folgt ein lieber Meister, ein Herr der Vollmacht. Gehe aus die Arche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir, wie er mit denen rein. Der Herr hat vorbereitet eine sichere Reise und jetzt darf er raus. Aber noch ein Segen für sein Gehorsam. Noch hat Gottes Herz fröhlich gestimmt. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen: Ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen und das Menschen willen, um das Menschen willen. Ich mache das nicht mehr, nochmal. Wissen Sie, was ist der erste Sache, was Nuh gemacht, als er raus von die Arche? Das erste, was er gemacht hat, das sagt die Bibel in Kapitel 8. Das erste, was Nuh gemacht hat, das ist in Vers 20. 8, Vers 20. Nuh aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von die allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Er hatte Sehnsucht nach dieser langen Zeit. Er will für den Herrn etwas Schönes tun. Das Erste, als er raus von der Arche, seine Füße auf der Boden, auf die Erde, hatte er Altar gemacht und da hat er für den Herrn ein Opfer gegeben. Jemand, der lebt immer in Dankbarkeit. Obwohl, liebe Geschwister, diese Zeit in der Arche war nicht leicht. Die Zeit in der Arche war viel mit großen Fragezeichen. Wo sind wir? Wann kommen wir nochmal auf die Erde? Was ist genau draußen passiert? Ein Schiff, die auf dem Wasser, es gibt weit und breit niemand anderes. Manche von den Leuten heute, die gehen in Richtung Atheisten. Die denken nicht über Gott oder gibt es Gott oder etwas. In die Maschine, vielleicht habe ich das einmal erzählt, in die Maschine nach Zypern.
Da waren wir 3 Personen, eine Frau neben dem Fenster, ihr Mann in der Mitte und ich bin draußen an der Seite an dem Weg. Und nach dem Essen habe ich meine Bibel, arabische Bibel, und ich lese ein bisschen und ich sehe, dass dieser Herr neben mir, seine Augen ist in mein Buch. Aber jedes Mal versuche ich mit ihm zu reden, er guckt andere Seite. Aber er war richtig interessiert. Ich habe gewartet einmal, bis er richtig tief geguckt und ich habe zu ihm gesagt, ich sehe, Sie interessieren sich sehr. Er hat gesagt, ja. Was für Sprache ist das? Ich sagte, das ist die Bibel. Das ist meine Bibel, das ist arabische Sprache. Er hat gesagt, ja. Sie sehen ausgebildet aus, sagte, danke. Sagte, glauben Sie noch an dieses alte schwarze Buch? Sagte, ich glaube an jedes Wort und Punkt und Komma, was ist in diesem Buch. Dann hat er gesagt, glauben Sie an diese Arche nur, dass in dieser Boot es ist so viel Tiere und etwas? Sagte, haben Sie gelesen, wie groß war die Arche? Die 300 Ellen lang, 50 breit, 30 hoch, 3 Etagen innen drin. Und wenn der Herr das sagt, es wird passiert. Es wird passiert. Und da hat er versucht zu reden. Er ist Doktor, er ist Doktor für Biologie in Heidelberg Universität. Und er redete mit mir immer Stochen in die Bibel hier und hin, hier und hin. Und danach, ich habe gesagt, aber was denken Sie? Sagt, wir kommen aus der Natur. Die Maschine war ein bisschen niedrig. Sagt, meinen Sie, Sie sind wie einer von den Bäumen, die hier unten hier? Sagt, warum nicht? Sagt, ein Baum hat Wille, hatte die Baum Wille, Sie haben eine Wille. Sie wollten mit dieser Maschine nach Zypern fliegen. Sie haben nach Angebot geguckt, Sie sind ins Reisebüro gegangen, Sie haben reserviert, in der richtigen Uhrzeit zum Flughafen gekommen und jetzt setzen Sie die Maschine. Bestimmt haben Sie ein Hotel reserviert, Sie haben eine Wille. Hatte ein Baum eine Wille, hatte ein Baum ein Gefühl, werde fröhlich oder traurig. Kann der Baum sagen, ich will nicht in dieser Wald, ich will in andere Wald gehen? Kann ein Baum ausdrucken, kann ein Baum überlegen und denken und verstehen. In diesem Moment, die Maschine hatte eine Trampolin, sagt man fast, die Maschine hat gespielt und er hat seine Hand auf meine Hand so. Es sagte, der Baum kann Angst haben. Er hat gesagt, es ist genug, es ist genug. Der Herr hat es bereit. Und er hat das gemacht und der Herr war fröhlich, weil Noah kommt raus und baut direkt ein Altar. Er hat die Schöpfung vor der Vernichtung gerettet. Ist das nicht ein Segen? Er hatte die Vieh mit und er hatte die Vögel mit. Natürlich, die Fische brauchen nicht in die Arche reinzugehen, die bleiben ins Wasser lebendig. Alle Tiere, alle Gewürme und alle Vögel, alles, was sich regt auf der Erde nach seinen Gattungen, das verließ die Arche, kamen nochmal raus auf den Boden, um ein neues Anfang, neues Leben. Wie kann die Quarantäne eine Segnung sein? Kann eine Quarantäne eine Segnung sein? Zeit für die Familie. Ich habe das gehört in Wiesbaden, wo ich am meisten Dienst habe. Wie Familien waren wirklich zerrissen durch diesen Virus, dieser Coronavirus. Der Vater ist zu Hause. Und die sagen, das ist total andere Atmosphäre. Ein Bruder hat zu mir letzte Woche gesagt, ich kenne meine Familie ganz neu, ich kenne die Kinder ganz neu. Ich habe mit den Kindern nie so viel schöne Zeit, Gespräche und Reden und hier. Zeit für die Familie. Gott macht keine Fehler. Bestimmt hat er nur Zeit für seine Frau,
für seine Kinder und die Schwiegertöchter. Und da hat er immer Zeit. Zeit für sich selbst. In meinem Arbeitszimmer habe ich viele Zeit verbracht, bei Überlegen, Gedanken, etwas zu schreiben, Vorbereitungen. Ich habe nie, und das habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe nie im Leben viel gepredigt wie die Zeit von Corona. Weil ich war, morgens predige ich für die arabische Gemeinde in Neuseeland. Da gibt es etwa 10 Stunden Unterschied. Da habe ich immer morgens für den Abend. Um 11:30 Uhr habe ich immer Sonntag für die evangelische Kirche in Sydney. Die sind dort um 7:30 Uhr Abend. Am Abend habe ich für Ägypten. Inzwischen am Sonntag manchmal für die Gemeinde bei uns in Bad Camberg auf Deutsch. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, einmal auf Arabisch. Aber die ganze Zeit war gesegnete Zeit. Aber ich hatte auch Zeit für mich. Habe ich an die Bücher geguckt. Viele Bücher sind raus. Habe ich Sachen, alles sortiert, in Ordnung. Erfahrung von Gottes Macht. Und dass keiner denkt, Gott lässt diese Arche, dieses Schiff auf Wasser und vorbei, auf Wiedersehen, irgendwann kommt ihr runter. Nein. Ich habe heute Morgen gelesen, als ich zu meinem Arbeitszimmer gegangen bin. In Kapitel 8, Vers 1. Kapitel 8, Vers 1. Das sagt hier, da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh und mit ihm in dem Kasten war und ließ Wind, das ist wie eine Steuerung. Gott benutzt die Wind und ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fliehen. Wie eine ferne Bedienung. Die Arche ist ins Wasser, aber Gottes Hand, seine Augen auf dieses Schiff. Und er schickt manchmal von hier Wind, dass das Wasser weggeht. Lesen Sie bitte in Kapitel 3, 1. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 3. Und das Gewässer verlief sich von dem Erde immer mehr. In meiner Muttersprache auf Arabisch, nach und nach. In Vers 5. Es nahm aber das Gewässer im Meer immer mehr ab. Gott trägt diese Arche auf seine Ärmel, auf sein Wort. Und die Wind trocknet und danach das Wasser kommt langsam mehr und mehr weg, dass die Arche landet in Frieden, ohne Probleme oder ohne Schwierigkeit, landet sicher auf der Boden. Ein Gott, der seine Augen auf uns, mitten in der Corona-Krise, seine Augen, seinem Herzen auf uns, auf die Kinder, wenn der Herr erlaubt, dass ich Corona bekomme, da seine Augen auf mich und er tut seine Wille in meinem Leben, wenn er erlaubt. Da brauche ich keine Angst, brauche mich nicht zu zittern. Er hatte Vertrauen. Hausgemeinde. Einer von den Segnungen, Hausgemeinde. Die Bibel spricht 3-mal mindestens über Hausgemeinde. Einmal in Kolosserbrief, Kapitel 4, ich glaube Vers 15. Kolosserbrief 4, 15. Ein Mann, der heißt Nymphas. Nymphas mit NY. Nymphas. Hat eine Gemeinde zu Hause. Kolosser 4, 15. Die zweite Mal redet die Bibel in Römerbrief Kapitel 16, das ist der letzte Kapitel, und ich glaube Vers 2. Römer 16, Vers 2 oder 3 spricht
über Aquila und die Priscilla. Aquila und die Priscilla, die haben Gemeinde bei denen zu Hause. Vers 3. Das dritte Mal in dem Buch Philemon. Im Buch Philemon in Vers 2, weil das Buch ist nur ein Kapitel, spricht über die Gemeinde in seinem Haus. In dieser Corona-Zeit ist es eine Gelegenheit für die Hausgemeinde. Ich will ganz kurz zurückkommen an das Wort Gottes Macht, als die Arche im Wasser war. Eines Tages hatte meine Familie, Frau und Kinder, die haben zusammen gesammelt für mich in meinen Geburtstag, um einen Wunsch in mir zu erfüllen. Es war ein Wunsch in mir, dass ich in Heißballon hochgehen, weil ich sehe das immer und ich sehe Leute oben und ich wollte das tun. Und die haben das wirklich zusammengesammelt und reserviert. Eines Tages bekam ich diesen Gutschein und ich war wirklich in dieser Ballon. Die haben mich von unten gesehen und danach die Ballon ist nach oben. Und da war mit uns ein Mann, der nennt sich auch Pilot und war mit großer Gasflamme. Und wenn er Flamme geben, das geht nach oben und dann nach unten und so weiter. Wir waren 1 Stunde, 20 Minuten im Luft oben, aber die letzte 10, 12 Minuten, der Mann war unruhig. Und wir waren ganz hoch. Wir waren 4 Männer und er. Und ich sagte, was ist los? Es sagt, Gas fängt an, alle zu werden. Die Gas wird fertig, wir mussten runter. Wir waren bei Limburg an die Land und ich sah, der Zug kommt und ich sagte, hoffentlich landen wir nicht auf dem Zug, der läuft sehr schnell. Dann war die Land selbst ins Wasser und er kam richtig, hat alles versucht hier und hin, weil wirklich das Gas war zu Ende. Und wir sind in ein Acker, in ein Feld gelandet, 1, 2, 3 Mal, bis wir stopp geworden dort. Ich habe gesagt, oi, wenn die landet mitten in dem Hauptbahnhof von Limburg oder ins Wasser, aber er hat versucht. Ich denke an die Arche. Der Herr hat seine Augen die ganze Zeit an dieser Quarantänezeit, an die Leute, die innen, an die Tiere und das Wort Vieh und die Tiere gesagt mehrere Mal in dieser Stelle, sagt hier, da gedachte Gott an Nuh und an alle Tiere und an alle Vieh. Alle diese Schöpfung ist sehr, für seinem Herzen ist sehr, sehr wichtig. Neue Kommunikationsmöglichkeit. Er war ins Wasser. Er schickte den Rab, ist gegangen, nicht zurückgekommen. Danach hat die Taube 3 Mal rausgeschickt. Bei dem 3. Mal kam die Taube mit einer Olivensprosse in ihrer Schnabel. Ich denke, ich bin nicht sicher, es steht nicht in Gottes Wort. Ich denke, diese Brieftauben ist es von dieser Zeit entdeckt. Ich denke, wie wusste man über Brieftauben. Aber von dieser, das erste Mal, dass jemand schickt eine Taube und kommt mit der fröhlichen Nachricht, vielleicht von hier hat er die Welt gewusst, dass die Taube, weil zwischen die Augen von der Taube, es gibt ein kleines Gerät, das Orientierung, dass die Tiere können ihre Richtung. Es gibt eine Art von die Vögel, die bleiben die ganzen Winter in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Und die ganzen Sommer, die kommen nach Deutschland. Diese Distanz über 4000 Kilometer. Wie können die Vögel den Weg finden? Und die machen ihre Pause in einer bestimmten Zeit. Und einer leitet und danach den anderen, bis es dieses Land, jedes Jahr. Er hat das gemacht. Der Mensch mit seiner Philosophie kann die Straße verlieren. Trotz Autobahn und riesengroßer Schilder und alles. Manchmal verliere ich den Weg und gehe in total falsche Ausfahrt. Trotz habe ich eine Dame im Auto, die immer redet und sagt nach 300 Metern, nach 400 Metern. Aber die Dame bei mir im Auto manchmal lügt.
Der hat mich mit meiner Frau mehrere Mal in verschiedenen Gassen, die war falsch. Ich meine diese Navigation. Aber Gott gibt die Tiere und gibt die Vögel die Möglichkeit, dass die ihre Wege finden. Er hat eine neue Kommunikation mit den Tieren, mit seiner Familie, mit der Welt, der draußen war. Schlussgedanken. Gehorsam und Vertrauen, wie ich gesagt habe, das sind zwei Seiten für eine Münze. Da brauchen wir beide. Wir brauchen das zu üben. Brauchen wir das zu üben. Vertrauen. Vertrauen. Wir haben einmal in Tunesien, meine Frau und ich, Urlaub gemacht. Und dort war am Strand Leute, die werden gebunden in ein Seil. Und dieses Seil ist gebunden mit einem Boot. Und der Boot fährt sehr schnell und die Person wird oben fliegen über das Wasser. Und ich wünschte mir hochzugehen, obwohl leider ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht überhaupt schwimmen. Aber ich vertraue, nichts kann passieren ohne Erlaubnis von dem Herrn. Ich werde nicht sterben 10 Minuten früher. Solange gebe ich mein Leben in seine Hand und versuche zu respektieren alles, was ist Schrift und Gesetz. Und ich war oben und oben sehe ich, wie wirklich die Vögel genießen. Wir sind arm hier auf der Erde. 4 Alarm, 4 Schmutz und 4 hier und hin. Und oben sehr schön, sehr sauber. Gehorsam und Vertrauen sind sehr wichtig. Warum höre ich? Weil ich vertraue. Ich vertraue. Die Kraft, das Wasser. Wissen Sie, das Wasser, der die Arche getragen hat und hat es in Sicherheit gebracht mit Noah und seiner Familie, ist dieselbe Mittel, dieselbe Wasser, die hat alle Menschen verdorben, vernichtet. Und das ist Symbol für Gottes Wort. In Hebräer Kapitel 4, Vers 12 steht, denn das Wasser Gottes ist lebendig und wirksam und die schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, scharf wie ein Messer. Wenn ich Gottes Wort akzeptiere und gehorche, die kann mich helfen zum Retten. Ich werde gerettet. Und wenn ich das Wort verachte und nicht gehorche, da wäre ich verdorben, weil es gibt keine lebendige Speise oder Navigation für Sicherheit außer Gottes Wort. Gottes Wort ist in die Bibel wie Wasser. An dieser Stelle möchte ich euch alle bedanken, von ganzem Herzen. Letzte Woche, von 14. bis 18. Juli, hatten wir in Maranatha aus hier eine Jüngerschaft-Freizeit gemacht für fast ungefähr 25 Personen von verschiedenen Hintergründen, von verschiedenen Nationalitäten. Die sind am meisten alle sehr neu im Glauben. Und durch eure Gebet und die Gaben konnten wir das tun, sonst kann man nicht. Und wir haben dort gesprochen mit dieser ganz neuen Wiedergeborenen, manche von denen aus islamischem Hintergrund, die sind getauft schon. Wir haben mit denen in einem Thema, wie bleibe ich fest im Glauben? Ich brauche 2 Sachen, Gottes Wort und Gottes Geist. Und an Gottes Wort haben wir an jeder Stunde ein Beispiel. Gottes Wort ist Wasser, Gottes Wort ist Honig, Gottes Wort ist Spiegel, Gottes Wort ist Milch, Gottes Wort ist Hammer, Gottes Wort ist Feuer,
Gottes Wort wie Gold und so weiter und so fort, einer nach dem anderen mit Bildern, mit dem Bibeltext, dass die wissen, dass in Gottes Wort finde ich alles, was ich brauche. Dann haben wir über Gottes Geist, der Heilige Geist, der uns führt und lehrt und so weiter und so fort, alle die Eigenschaften des Heiligen Geistes. Die sind nach Hause gegangen mit großer Freude, gerüstet mit Gottes Wort. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Die Kraft des Wassers. Gottes Gedanken uns gegenüber. In Jeremia 29,11. Auch wenn ich nicht verstehe oder wenn du nicht verstehst, was du lebst oder was ist passiert für dich zur Zeit, sagte der Herr, denn ich weiß die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Frieden, Zukunft und Hoffnung, er macht das. Er sieht die ganze Reise, er ist der Weg. Er weiß, was auf mich wartet. Er vorbereitet alles für meine Friede und Hoffnung. Gottes Ruf an uns, zu dir und zu mir heute zum Schluss, so geh nun, mein Volk, in deine Kammer und ich schließe die Tür hinter dir zu. Verbirge dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn oder die Corona oder diese Pandemie vorübergegangen ist. Wir sollen das gehorchen. Wir sollen gehorchen. In Titus Brief, Kapitel 3, Vers 1. Titus Brief, Kapitel 3, Vers 1. Er sagt, lehre sie, dass sie gehorchen. Die Regierung und alle, die in Macht sind, als Gotteskinder, wir sollen das. Ja, man hört ab und zu über Hochzeit oder Gruppen, die sind hier und hin gegangen und plötzlich so viele sind gesteckt mit Corona. Wir sollen Gehorsam haben für die Regierung, weil auch diese Regierung ist von Gott vorbereitet und gemacht. Jetzt zum Schluss bitte ich, mein lieber Bruder, hier zu kommen. Er wird mit uns der Psalm der Sicherheit, Psalm 91, zusammen zu lesen, dann beten wir. Vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Elia, für diese wunderbare Botschaft, mit diesen herrlichen Vergleichen auch. Und wir lesen noch den Psalm 91, das heißt, ich lese ihn, Sie können das mitlesen, da an der Wand. Und danach werde ich noch beten und den Segen sprechen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen
und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, wie uns dein Wort wieder neu geöffnet wurde, heute Morgen durch diese Botschaft von Elia, die du ihm gegeben hast, dass wir sehen, wie wunderbar du jedes einzelne von uns kennst und begleitest, dass du alles im Griff hast, Herr, dass du sprichst und es geschieht und dass du über allem stehst. Du bist der Schöpfer aller Dinge. Du bist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Herr, wir danken dir, dass wir einen so wunderbaren Gott haben, der jedes Einzelne ganz persönlich durchträgt, durchhilft. Auch wenn wir keinen Plan mehr haben, Herr, dann am allermeisten dürfen wir wissen, durch dich kommen wir ans Ziel. Hilf uns, Herr Jesus Christus, stärke uns den Glauben, auch in der kommenden Woche. Auch wenn wir vielleicht nicht wissen, wie jeder einzelne Tag gehen wird, wenn vieles unvorbereitet auf uns zukommt, Herr, wir halten uns fest an deiner Hand. Wir glauben an dich und wir preisen deinen Namen. Du bist mit jedem Einzelnen von uns. Gepriesen seist du in Ewigkeit. Amen.